Wir sind heute in unserer Serie Jesus trifft. Jesus trifft auf Hoffnungslosigkeit. Er kommt in eine ganz bestimmte Situation hinein und wir wollen gerne mal auf den Predigttext hören. Wir lesen im Lukas-Evangelium, Lukas 7 ab Vers 11. Bald darauf zog Jesus in die Stadt Nain weiter, begleitet von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Zahlreiche Menschen aus dem Ort begleiteten die Mutter zum Grab. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. »Weine nicht«, sagte er zu ihr. Er trat näher und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen und Jesus sagte zu dem Toten, »Junger Mann, ich befehle dir, steh auf.« Da richtete sich der Tote auf und fing an zu sprechen. Und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle waren voller Ehrfurcht, sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten, Gott hat sich seines Volkes angenommen. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich im ganzen jüdischen Land, sogar in allen umliegenden Gebieten sprach man von Jesus. Die Geschichte zeigt uns etwas ganz Spezielles. Die Geschichte zeigt uns, in dir und in mir, so wie der Witwe von Nain, macht sich immer wieder Hoffnungslosigkeit breit. Eine Empfindung, ich bin allein, mir hilft niemand, meine Situation, meine Not versteht niemand. Und in dieser Geschichte sehen wir, dass Jesus ganz genau weiß, in welcher Situation die Witwe in Nain war. Und er weiß auch ganz genau, in welcher Situation du bist. Er handelt auf Tag und Stunde genau und das dürfen wir jetzt mitnehmen und hören, wie das gegangen ist. Auf jeden Fall, bevor wir da ein bisschen tiefer eindringen, machen wir uns Gedanken, was bedeutet eigentlich Totenauferweckung? Totenauferweckung, die Bibel ist sicher voll von Wundergeschichten, das fängt an mit der Schöpfung, das geht bis zur Offenbarung. Da sind immer wieder von vielen Wundern die Rede, auch von vielen Wundern im Leben von Jesus. Aber Totenauferweckungen, die sind wirklich selten. Wir sehen eine oder respektive zwei im Leben von Elia und von Elisa, den alttestamentlichen Propheten. Und die Geschichte von Nain erinnert ein bisschen an die beiden Geschichten aus dem 1. oder aus dem 2. Königsbuch. Im Leben von Jesus und bei seinen Wundern, da ist eben berichtet von dem Jüngling von Nain, das schauen wir noch ein bisschen genauer an, und dann die Tochter vom Jairus und die Auferweckung vom Lazarus. Jetzt, was speziell ist in dieser Geschichte vom Jüngling von Nain, die lesen wir nur im Lukas-Evangelium und die ist unglaublich kurz, also sehr kompakt wird da einfach berichtet. Jesus ist ausgezogen, er kommt zu dieser Stadt von Nain, dort ist die Witwe, dort ist der Tote, er sagt, steh auf und er steht auf. In der Geschichte von Jairus ist es dann schon ein bisschen ausführlicher. Da sehen wir ein bisschen tiefer drin hinein, wie der Jairus, der Vorsteher von einer Synagoge, eben gewusst hat, wer Jesus ist, geglaubt hat, dass Jesus seine Tochter heilen kann. Und aus dem Glauben heraus ist dann die Beziehung entstanden zu Jesus und Jesus ist dann in das Haus gekommen, wo die Tochter bereits gestorben war und er hat sie auferweckt. In der Auferweckung vom Lazarus, da geht die Geschichte eigentlich noch viel tiefer, also da sehen wir wie noch tiefer in die Geheimnisse hinein und zwar darum, weil Maria, Martha, Lazarus nahe Freunde sind von Jesus. Immer wieder ist er bei ihnen daheim und verschiedene Geschichten sind uns da ja auch bewusst von Maria und Martha und so weiter. Und in der Auferweckung vom Lazarus, da sehen wir, Jesus ist gerufen worden, weil der Lazarus krank war.
Und dann hat er nicht einfach auf die Not, wo da einen angetragen worden ist, reagiert, sondern er ist konzentriert auf den Vater. Und aus der Beziehung zum Vater hat er vernommen, nein, es ist jetzt noch nicht Zeit. Und das ist ja menschlich eigentlich unverständlich. Wir würden denken, es wäre einfacher gewesen, den Lazarus zu heilen, solange er noch krank war. Aber es ist um etwas anderes gegangen. Es ist darum gegangen, dass die Herrlichkeit, die Gottgleichheit von Jesus offenbart worden ist. Es ist darum gegangen, dass alle in der Umgebung von Jerusalem gemerkt haben, wow, das ist nicht einfach irgendein frommer Rabbi, der ein paar Geschichten erzählt, sondern da offenbart sich die Vollmacht vom Sohn Gottes in der Auferweckung vom Lazarus. Und so ist es auch in dieser Geschichte vom Jüngling von Nain, dass wir eben in einer ganz besonderen Art und Weise sehen, wer Jesus ist und welche gewaltige Vollmacht das er hat. Tauchen wir mal ein bisschen ein in die Region, wo Jesus gewirkt hat. Jesus ist in Galiläa daheim gsi. Das ist seine Heimat gsi und ich hatte mal das Vorrecht gehabt, mit meiner Frau Ferien zu machen am See von Genezareth und das ist also wahrhaftig ganz ein packender Fleck Erde. Kann ich sehr empfehlen, um mal dort Ferien machen. Aber auch schon vor 2000 Jahren muss es eine außerordentliche Landschaft gsi sein. So quasi Goldküste ist da an dem See von Genezareth. Der Herodes hat gesagt, in dieser wunderschönen Region wollte ich meinen Palast bauen. Es hat sehr viele Menschen gehabt, die eben in dieser schönen Region gelebt haben. Und natürlich einen Haufen Fisch hat sie in dem See gehabt. Und darum hat Jesus dort auch den Fischer berufen als seine Nachfolger. Wenn wir noch ein bisschen tiefer in die Landschaft von Galiläa hineinschauen, dann sehen wir dort die verschiedenen Ortschaften vom Dienst von Jesus. Und ich glaube, uns allen ist bekannt, in Nazareth, da hat er predigt, da hat sein Dienst angefangen. In Kana, da hat er Hochzeitsgäste überrascht, indem aus Wasser Wein geworden ist. In Kapernaum, da hat er den Knecht oder den Diener von einem römischen Hauptmann geheilt. Und so sehen wir die Landschaft von Galiläa. Das ist die eigentliche Heimat gewesen, wo Jesus aufgewachsen ist, wo er seine ersten Wunder da hat, wo er seine Jünger berufen hat. Und jetzt ganz unten, da zunderst, sehen wir die kleine Ortschaft Nain. Und was dort passiert ist, wenn wir jetzt noch ein bisschen tiefer miteinander anschauen. Das Nain ist ein kleines, abgelegenes Bauerndorf. Man kann davon ausgehen, dass sie sehr arm sind. Gut, das ist ein bisschen die Diskussion, ist es jetzt ein Dorf oder eine Stadt? In der damaligen Zeit sind die Ortschaften halt umgeben von einer Mauer und sobald es so eine Mauer hatte, hat man eben auch von einer Stadt geredet. Jetzt, was bedeutungsvoll ist eigentlich die Reihenfolge. Jesus hat eben in dem Kapernaum, oder wie auch immer man das ausspricht, hat er den Diener von dem römischen Hauptmann geheilt. Und die nächste Geschichte, die überliefert ist eben da das Nain. 50 Kilometer, etwa wie von Zürich auf Aarau, eine Höhendifferenz vom Triemli ungefähr auf den Uetliberg rauf. Und Jesus ist die Strecke gegangen. Das sind 1 bis 2 Tagreisen gewesen. Und wenn man das so ein bisschen genau überlegt, dann muss man sagen, Jesus hat offensichtlich ganz genau gewusst, dass er zur richtigen Zeit in dem Nein sein will. Also es ist nicht einfach irgendwo zufällig, Jesus ist da mit seiner Jüngerschar unterwegs und dann kommen sie gerade noch an einen Trauerzug an, sondern das ist sehr präzise eigentlich berechnet und vorbereitet gewesen. Wir kommen da noch ein bisschen genauer dazu. Wenn wir weiter schauen, was hat es für eine Witwe bedeutet im alten Israel, in was für einer Situation ist die Witwe von Nain gewesen? Sie hat ganz eine spezielle und ganz tragische Situation gehabt. Wir müssen uns
vorstellen, wie hat das ausgesehen in der Kultur vom Alten Testament. Und schwer für uns zu verstehen, aber in der Kultur vom Alten Testament hat der Tod vom Ehemann eigentlich eine göttliche Strafe bedeutet für die Witwe, eine Strafe für vielleicht ihre Schuld. Wir lesen das im Buch Ruth, wie die Noemi als junge Frau Witwe geworden ist. Dann hat sie geklagt, der Herr hat gegen mich geredet und der Allmächtige hat mir etwas Schlimmes angetan. Also so in dieser alttestamentlichen Kultur haben sie alles, was irgendwo passiert ist, ganz direkt in den Zusammenhang gebracht mit der Beziehung zu Gott. Und wenn wir uns jetzt das vor Augen halten, was hat das für die Witwe bedeutet? Einmal ist klar, in der damaligen Zeit vor 2000 Jahren, kein AHV, kein BVG, keine Krankenversicherung, keine Ergänzungsleistungen, gar nichts. Der einzige wirtschaftliche Schutz, den die Menschen damals hatten, ist eingebettet sein in eine Familie, die irgendwo Geld verdient oder Landwirtschaft hat oder einfach so ihr Einkommen haben. Für junge Frauen hat es bedeutet, in dem Moment, wo sie heiraten, kommen sie in die Verantwortung vom Mann und auch in die Verantwortung von der Familie von dem Mann. Und die Verantwortung hat bedeutet, für die Frau und dann später eben auch für die Kinder zu sorgen. Also, wenn eine Frau Witwe geworden ist, ist eigentlich die Hauptstütze von ihrem Lebensunterhalt, von ihrer Versorgung einmal weggebrochen. Und die Witwe von Nain hat ja wenigstens noch einen Sohn gehabt. Also dann ist der Sohn verantwortlich für den Lebensunterhalt, wenn man es so sagen will, von Mami. Und in dem Moment, wo der Sohn gestorben ist die Witwe von Nain eigentlich rundum vor dem Nichts gestanden. Sie musste befürchten, Gott ist gegen mich, hat mich gestraft. Ich habe keine Zukunft mehr, ich habe keinen Lebensunterhalt mehr. Die Leute um mich herum rümpfen die Nase und sagen, was hat sie echt für eine Sünde begangen, dass Gott ihr so ein schweres Schicksal zumutet. Und jetzt, genau in dieser Situation, wo die Frau ohne jede Hoffnung ist, genau in dieser Situation kommt Jesus. Hat Mitleid mit ihr. Und wir können uns vorstellen, dass die Frau vielleicht die Nacht noch gekühlt hat, gebetet hat, ihre Tränen auf den Boden gefallen sind und sie sich vielleicht sogar gefragt hat, ob sie überhaupt noch länger leben soll. Und sie zittert hat im Gedanken, was für ein Leben in Einsamkeit und in bitterer Armut vor ihr steht. Und was wir da jetzt sehen, ist, Jesus trifft auf Hoffnungslosigkeit. Und was wir weiter ahnen, ist, dass er schon ganz genau Stunden, wenn nicht schon Tage im Voraus, im Geist vom Vater im Himmel empfangen hat und empfunden hat, da ist eine Witwe in Not, da ist eine schlimme Situation. Du gehst jetzt mit deinen Jüngern und alle, die mit dir sind, allenfalls auch einen Nachtmarsch, dass ihr rechtzeitig, dann genau, wenn der Trauerzug aus Nain rauskommt, der Freudenzug mit dem Messias auf den Trauerzug trifft und das Wunderbare geschieht, dass der Tote auferweckt wird. Und wir können nur ahnen, wie aus dem Trauerzug ein Freudenzug geworden ist. Und wir können nur ahnen, wie Jesus mit seinen Jüngern und den Dorfbewohnern und dann auch mit der Witwe von Nain, wie sie ein Freudenfest gefeiert haben, wie die Trauer in Freude verwandelt worden ist. Und wenn wir das noch so ein bisschen genauer anschauen, dann ist überliefert, dass Jesus die Paare berührt hat. Also zur Witwe hat er gesagt, weine nicht, tu nicht brüllen, der Retter, der Erlöser ist da. Und dann hat er die Tragpaare berührt. Und ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht und ein bisschen nachgeforscht, was kann das alles eigentlich genau bedeuten. In der damaligen Religion, in der damaligen Empfinden der frommen Juden, haben sie auf gar keinen Fall dürfen Unreins berühren.
Also so hat eben der römische Hauptmann hat Jesus nicht dürfen direkt in sein Haus einladen, weil er hat gewusst, das würde Jesus verunreinigen, wenn er ins Haus von einem Heid, eben von einem römischen Soldat oder Hauptmann würde kommen. Darum hat er gesagt, sprich nur ein Wort. Also für die Juden ist ganz entscheidend gewesen, Reins und Unreins ganz genau zu unterscheiden. Bis in viele Details, da fehlt jetzt Zeit, das noch auszuführen, bis ins Besteck und ins Geschirr, das sie hatten, wo nicht dürfen gemischt werden. Und das Berühren von einer Totenbare hat eigentlich bedeutet, Jesus wird unrein. Und lasst uns das mal noch mal ein bisschen tiefer überlegen. Also zum einen hat sich Jesus über die fromme Seite von der damaligen Zeit hinweggesetzt. Und wenn wir uns vor Augen halten, es hat rund 6000 Pharisäer gegeben. Das ist ganz eine starke religiöse Macht im damaligen Israel. Und für die ist das absolut verboten gewesen, was er macht. Und wie will er Gottes Sohn sein und sich da an einer Totenbare verunreinigen? Der Hintergrund von dieser Geschichte offenbart uns der Paulus im Philipperbrief. Wir sehen jetzt in dieser Geschichte von Nain, sehen wir die Witwe, ihre Not, ihre Einsamkeit, ihre materielle Not und Jesus kommt. Aber das, was Jesus da tut, ist ja eigentlich eine Veranschaulichung von etwas viel Größerem. Wir wissen, Jesus ist Gott gleich. Er war in der Herrlichkeit beim himmlischen Vater. Im Kommando über das ganze Weltall, wenn wir uns das so vor Augen halten, im Kommando von Legionen von Engeln her. Und er schaut auf die Erde und er sieht, wie die Menschen totgeweiht sind. Durch die Sünde, durch die Schuld, durch die Verführung. Und wir alle wissen es, und wenn ich in den Spiegel schaue, spüre ich es, man wird älter. Also zurückdenken, ja, vor 41 Jahren haben wir geheiratet, dann haben wir unseren Raphael bekommen, er hat jetzt seinen Sohn bekommen und wenn man in den Spiegel schaut, okay, man wird ein bisschen älter, die Haare sind grau und man rechnet sich dann noch ein bisschen aus. Eins ist sicher, das Leben geht zu Ende. Und der Tod ist eine unausweichliche Realität. Und die Bibel sagt ganz klar, der Tod ist eine Folge der Sünde. Und Jesus, der Herrscher vom Universum, an der Seite vom Vater, der Fürst vom Leben, sieht das. Dass wir totgeweiht sind. Dass wir in die ewige Verlorenheit fallen. Und entscheidet sich, vom Himmel zu kommen. Entscheidet sich, Mensch zu werden. Ich kann mir das jetzt wieder vorstellen, als ich das kleine Baby David gesehen habe. Ach so ist Jesus geworden. Ganz klein, ganz Mensch, ganz unscheinbar. Von Anfang an vom Tod bedroht, wo der Herodes losgezogen ist gegen die Neugeborenen in Bethlehem. Und er lebt als Gottes Sohn. Er offenbart seine Herrlichkeit mit Zeichen und Wunder, heilt den Bartimäus, speist 5000. Und am Ende ist er bereit, eben die Totenbare zu berühren. Totenbare von dir und von mir. Die Bibel sagt, er der Sündlose, er der Heilige, ist für uns zur Sünde geworden. Hat als Opfer deine und meine Schuld getragen. Ist am Kreuz gestorben. Und was wir schon in dieser Geschichte sehen, er hat Macht über das Leben. Er hat Macht, den Toten zu verwecken. Er ist auferstanden und wir wissen, seine Gemeinde lebt. Jesus Christus lebt. Er hat Vollmacht, dir und mir, ewiges Leben
eine ewige Vergebung, ein neues Leben beim Vater im Himmel zu schenken. Und das sehen wir in dieser Geschichte von dem Jüngling von Nain, der auferweckt worden ist. Jesus ist gekommen und er ist da. Er ist da für dich und für mich. Wenn wir das nochmal ein bisschen genauer anschauen und uns vor Augen halten, Jesus kommt präzise zur rechten Zeit. Vielleicht hast du auch schon in deinem Leben Situationen gehabt, wo du gesagt hast, wo ist Jesus? Wo ist Gott? Wo ist die Hilfe? Wann kommt er zu mir? Und das ist jetzt vielleicht ein ganz anderes Beispiel, aber als junger Mann habe ich gewusst, ich will Jesus dienen, ich will ihm folgen, ich will ihm nachfolgen. Ich will unbedingt eine Frau, die auch mit Jesus gehen will. Und das war noch relativ hart. Ich habe mich mit 19 entschieden, ich warte auf die Frau, die Gott mir schenkt. Und die Jahre sind vergangen. Und nichts ist geschehen. Und ich bin ein junger Mann mit der Dynamik, wo man ja weiss, was da ist. Aber ich habe gewartet. Und eines Tages sagt mir ein Freund, du, willst du Brautführer werden? Ich heirate. Und seine Brut hat meine Lilian gefragt, willst du Brautführerin werden? Ich habe in Basel studiert. Sie war im Tessin im Einsatz im christlichen Haus. Und als wir uns das erste Mal gesehen haben, haben wir gewusst, das ist von Gott. Zur rechten Zeit, die rechte Frau. Du darfst dich darauf verlassen. Gott kennt dein Leben. Gott sieht deine Situationen. Gott sieht, ob du ihn suchst. Er sieht, wie du bettest. Er sieht, auf was du wartest. Und er ist bereit, dir zur rechten Zeit zu begegnen. Und das lehrt uns die Geschichte von dieser Witwe in Nain. Jesus hat es gesehen. Jesus hat auf den richtigen Moment gewartet. Und er ist genau zur richtigen Zeit gekommen und hat den Jüngling auferweckt. Also Jesus, er kommt zur richtigen Zeit. Und er kommt nicht allein. Und so ist es auch in der heutigen Zeit. Jesus kommt zur richtigen Zeit. Er gibt sein Wort. Er gibt sein Wort in den Gottesdienst. Er gibt sein Wort durch die Bibel. Er gibt sein Wort durch ein wunderbares Buch, das ich sehr möchte empfehlen, wenn jemand sich Zeit nehmen will. Das ist von Markus Spieker geschrieben. Jesus, eine Weltgeschichte. Ein dicker Schunken gegen 1000 Seiten. Und er beschreibt es so als Journalist, was Jesus alles bedeutet hat, durch die ganze Weltgeschichte bis in die heutige Zeit. Und es ist jede Seite spannend und packend. Der Jesus, die Kraft, die Botschaft, die Veränderung vom Römischen Reich, die Wirkung bis in unsere heutige Zeit. Das Wort von Jesus hat Kraft, hat Macht. Damals hat er einfach zur Witwe gesagt, sei nicht traurig, tu nicht brüllen. Und er hat zum Toten gesagt, stand auf! Und er ist aufgestanden und die Kraft von Gott ist in sein Leben hineingekommen. Wenn wir das nochmal tiefer anschauen, Jesus hat zum Toten in Nain gesagt, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Zur Tochter von Jairus hat er gesagt, Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Und zum Lazarus, da ist er vor dem Grab gestanden und hat mit lauter Stimme gerufen, Lazarus, komm heraus! Und stellen wir uns die Situation vor. Eingebunden nach der damaligen Sitte kommt der Lazarus zum Grab aus, wird lebendig und hat ein neues Leben. Und da drin ist noch, in dem, was wir in diesen 3 Totenauferweckungen sehen, ist noch eine weitere Botschaft, vielleicht ganz speziell für dich verborgen. Es gibt oft Menschen, die irgendwo einfach so rein passiv auf Gottes Hilfe warten und sagen, ja, mir geht es so schlecht, ich bin so elend, ich bin so arm, ich bin so von Gott verlassen. Niemand sieht, wie schlecht mir es geht. Oh Gott, komm und hilf mir, zieh mich auf. Und Gott kommt nicht und zieht nicht auf.
Er sagt, hey, stand auf! Und das heißt, Gott will, weil er dich und mich mit einem freien Willen geschaffen hat und wir in einer Zeit und Welt leben, wo die Sünde, der gottgegebene freie Wille, mehr und mehr zerstören will, mehr und mehr verdrücken, Menschen mehr und mehr willenslos und schwach werden. In dieser Situation kommt der Geist Gottes und kommt Jesus selber und sagt, stand auf. Ich werde es nie vergessen, wie wir in der Zeit, als ich mit Studenten eine Arbeit hatte, und wir hatten eine Woche vom Gebet gehabt, wir hatten eine Studentin gehabt, die hat Gabi geheissen und die hat an Schizophrenie gelitten. Und wir haben sie so mitgetragen in unserer Gruppe. Und haben gefunden, ja nur, also wir müssen jetzt als Gabi auch dabei haben, wir müssen halt Verständnis haben und sie ist halt ganz Arme und sie nimmt Psychopharmaka und sie ist richtig dick geworden durch die Medi. Und eines Tages, ich habe noch heute einen Schreck im Herz, wo wir eine Gebetszeit hatten, sagt sie plötzlich, so, jetzt betet ihr mit mir, dass ich geheilt werde von Schizophrenie. Ich habe gedacht, was ist jetzt passiert? Und wir haben mit ihr gebetet und sie ist von dem Moment an geheilter gewesen. Und das ist Jesus. Das ist das, was er macht. Er stellt den Willen wieder her. Er will deinen Willen, ihm von ganzem Herzen nachzufolgen, wiederherstellen. Er will deine Kraft, im neuen Leben zu leben, wiederherstellen. Und wenn du zurückschaust, vielleicht auf die vergangene Woche und sagst, ja, wie bin ich Jesus nachgefolgt? Ja, so, lala. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Es hat mir am klaren Willen zur Nachfolge gefehlt. Dann ist vielleicht heute der 1. August. Und was Jesus gemacht hat mit dem Jüngling von Nain, mit der Tochter von Jairus und mit dem Lazarus, vielleicht eine Botschaft für dich, wo Jesus sagt, stand auf, sei stark, gib mir die Gelegenheit, deinen Willen wieder zu stärken. Und Gott ist es, wo in uns, in dir und in mir, neu das Wollen und das Vollbringen wird bewirken. Jesus ist da. Er kennt dich, er liebt dich, er kommt zur richtigen Zeit, genau wie zu dieser Witwe in Nain. Er hat Verbarmen für deine Situation. Er hat für dich das Geschenk parat. Vielleicht das Geschenk, dass du das erste Mal und ganz neu und ganz klar in die Beziehung zu Jesus kommst. Und einfach zu ihm bettest und im übertreiten Sinn auch verstehst, wie der Jüngling von Nain. Er ist ins normale Leben zurückgekommen. Du darfst in ein Leben mit Gott ganz neu hineinkommen. Oder vielleicht leidest du darunter, dass deine Willenskraft geschwächt worden ist durch ganz unterschiedliche Situationen von deinem Leben. Und du darfst heute einfach auch mitbeten und vertrauen, dass dir Gott neu einen starken Willen schenkt. Ich lade euch ein zum Aufstehen und zum Beten. Jesus, wir loben und wir preisen dich, dass du als Sohn Gottes vom Himmel gekommen bist. Du hast dich erbarmt über uns Menschen. Du hast dich erbarmt über die ganze Menschheit. Du hast die Weltgeschichte verändert durch dein Kommen. Du hast die Geschichte von dieser Witwe in Nain verändert, weil du ihr zur rechten Zeit begegnet bist und ihre Jünglinge auferweckt hast vom Tod. Und du bist jetzt da, durch dein Wort, durch uns als Gemeinde, durch die Kraft von deinem Heiligen Geist. Und danke vielmals, dass ich einfach auch jetzt zu dir beten darf. Jesus, danke, dass du heute da bist, mit dem grossen Erbarmen. Du siehst meine Situation. Du bist der Sohn Gottes und hast die Macht, mich vom Tod zu retten und mir das ewige Leben zu schenken. Ich will aufstehen, wie die Jünglinge von Nain. Erlöse mich von allem Bösen und schenke mir
den Willen, dir von ganzem Herzen nachzufolgen. Amen. Amen.